Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Yoldaş, kendine gel yoksa ağzını burnunu kırarım. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? Zen ist da. Checkt alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. ja, der Melodie. Okay, convoco meine Seelenverwandte. Kurdistan? Du und die scheiß Podcast hier. Beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig Morgen. Hallo. Hoi Mami. Ja, was soll ich machen? Ja, bist du Was hast du gesagt? Sorry dir. Hi. Ja, mach schnell, ist gut. Alles gut. Das ist- Wie gesagt, ich nicht. Das ist eben der Scheiß. Meine Mami ist gerade reingelaufen. Und Alles gut. das ist eben der Scheiß, wenn du in der Garage aufnimmst, wo sie auch das Fleisch lagert. Mami, willst du schnell Hoi sagen? Hoi? Hallo, ich bin Mutter von Yoldaş und Ja, das ist Zwei- sehr unanständig gegen Kind. zweiter mein Sohn ist auch Zero. Slav. Ciao. Danke, Mami. Ja, genau. Herzlich willkommen. Ja, Ja, nein. ja, unbedingt. Unbedingt. Aber ja, welche Folge sind wir jetzt? Es ist wieder ein bisschen chaotischer Start. Nein, 57. 57. Und wir haben euch heute Fragen gestellt und es sind ein paar sehr gute Fragen zusammengekommen, glaube ich. Ein paar sehr gute. Freue mich drauf. Aber der hat auch noch zwei Sachen, die er wollte ansprechen. Ich kann mit darüber reden, oder? Und finde ich geil. Ja, Ja, Top-Motiv. dann fangen wir doch gerade mal an mit Folge 57. Du hast überhaupt nicht im Griff. Bro, es ist eben das Was Ding. willst du Ist, machen? ich kann. Nein. Es sind einfach alle da, weißt du, wie soll ich wissen? Ja, wie der Ali macht so, okay. Nein, auf jeden Fall. Ja, man, wir reden aber zuerst über SMAs, glaube ich, die schon ein paar Wochen zurück sind. Ja, man, das ist kein schlechter Input. Das haben wir eigentlich schon wieder thematisieren. Ja. Die Leute haben gefragt, wie war es, was ist Meinung und so. Ja, man, erzähl mal, was ist die Meinung? Ehrlich? Ehrlich. Ja, verdammt. Also, Soll ich sagen, ich sag dir das. Ich wollte nur etwas sagen, so. Wenn im Fußball ein individueller Spieler Mhm. mehrere individuelle Auszeichnungen bekommt, Mhm. Also Ballon d'Or zum Beispiel. irgendetwas, ganz krass, dann wird er in seinem Land in der Regel auch geehrt. Ja. So, irgendetwas. Ja. So, in der Schweiz, Bro, Aha. wenn du als individueller Künstler x-mal Platin gehst und Gold gehst, Mhm. musst du darauf hoffen, dass Leute für dich anrufen Mhm. und Leute für dich stimmen, Mhm. um herauszufinden, ob du überhaupt verdient hast. Dann geht es wiederum Leute, die ich noch nie im Leben gehört, gesehen habe. Wahrscheinlich auch nicht, weil es mein Musikgeschmack ist, aber nicht einmal irgendein Medium gelesen von diesen Menschen. Und die sind dort oben und gewinnen Preise. Und unsere Jungs müssen bis zum letzten Moment müssen auf Instagram Werbung machen. Bitte Leute da, vergessen nicht da Leute. Mhm. Und bis heute ist. Hey, ein Also abgekattertes Spiel, oder? Wie siehst du so? Siehst du es auch so, oder? Hey, also ich bin der Meinung, dass es ganz klar ist, dass Sektion Zürich oder EAZ und Zen best Hit verdient haben. Also erstens früher und zweitens auch aus meiner Sicht Mhm. nicht nur Mhm. Voting, sondern jetzt auch ganz gut als beste, was ist das, beste Single oder so, beste Song, beste Group, was haben wir. Es gibt Ja. Kategorien, wo sie reinpassen, wo sie sicher rasiert Mhm. hätten. Der Hero allein hätte Best Live Act gewinnen, Ja, man. wegen seinem Stage Dive jedes Mal. Jedes Mal, irgendwann mal nimmt es jemand. Irgendwann mal gibt es den IV. Irgendwann mal gibt es eine gute Liebe Mobiliar. Aber hey Bro, es ist doch einfach ein Witz, ganz ehrlich. Also man kann es wie nicht anders sagen, Ja. oder? Und Es kann nicht sein, dass eben zum Beispiel ein Song wie Will noch mehr oder Motivé, wo in Clubs spielt, weltweit. wo in Autos spielt mit Weltweit. Arm draussen Weltweit. und wo am Zürichsee spielt, Anderen sehen auch. weltweiter See, dass die überhaupt nicht go Werbung machen, weißt, damit man für sie votet. Aber okay, das ist ein reguläres Problem, weißt. Das Ding ist,
ganz ehrlich, auf der anderen Seite, lieber so, als dass irgendeine Jury von 50-jährigen alten Typen sagt, ich verstehe den Song nicht und darum entscheiden wir uns gegen «Will noch mehr» oder gegen «Motivé». Weißt du, ich meine so. Ja. Weil, ich meine, wir haben es auch selber erlebt, Bro, eine Jury sind nicht unbedingt die daraus kommen. Kompetenteste, ja. Weißt du? Aber zu all dem, Bro, es war ihr Hack gewesen. Also überfällig erstens, aus meiner Sicht. Ja. Und zweitens, ja, ihr Hack definitiv. Und dann kommt irgend so ein, ja, ist auch wieder schwierig, politisch korrekt bleiben. Aber irgend so ein, What Nuttes. danke, und findet so, hey, ich bin Musikredaktor und ich schreibe jetzt einen Artikel drüber. Und nachher schreiben Das habe ich sie, mich gefreut. und nachher schreiben sie einfach, Bruder, Name. So, Nein, red Bro, du komm, wieder. also- Nein, ich gebe seine Mutter. also und dann schreibt er, ja, sieht aus, als hätten die Hörerschaft von Loco und Rini genug Prepaid-Guthaben gehabt, um für sie zu stimmen. Also was ist das eigentlich für eine Wie SRF. hirnrissige Und- Rassistische. und total blöde Aussage und dann noch wollen einem den Erfolg absprechen. So, ihr habt eigentlich nur gewonnen, weil ihr habt ja ihr sind ja alles Dealer oder ihr habt alle kein Geld zum Nattel-Abos machen, sondern Ja. ihr Prepaid haben. Also, hä? Weißt du? Und Das nachher ist- ja. nachher ist noch so ein Typ, der völlig auf Vogue macht und auf Gleichberechtigung und sagt so, Menschen müssen einfach alle gleich behandelt werden. Außer sie sind arm oder sie sehen ein bisschen anders aus als ich. Weil dann haben sie nicht gewonnen, wie sie es verdienen, sondern sie haben gewonnen, weil ihre Fans einfach mehr Prepaid-Guthaben haben. Und von mir aus ist es vielleicht eine harmlose Aussage, weißt du? Aber was. Also er hat noch ein paar andere Sachen gesagt. noch ganz viel. Aber weißt du, was Hip-Hop-Kultur zum Beispiel, vor allem Rapper, Rapperinnen, haben müssen anhören in den letzten Jahren, Hey Bro, wegen Sprüchen, weißt du? Ja. Und nachher kommt er und findet so, hey, ich mal meine Fingernägel an und ich tue meine Haare blau färben. Das zeigt doch, wie kompetent meine Meinung ist. Und darum bin ich jetzt voll der Feminist. Bro, also. Du bist der Inbegriff von einem Huren, Sohn, Stricher, Sohn, wähllos, was du willst. Du bist Ja. ein. Bro, ich habe mich mega gefreut. Wir sind zu den Jungs, wir haben gratuliert. Mhm. Und dann die Heime sehe ich schon die ersten paar Stories, wie sie den Artikel repostet. Und ich denke mir, Alter. Was ist das? Also weißt du, so, Ich habe Was jetzt, soll am das? Handy gesucht, ey, Gens, Mafi. Bro, du hast den Screen sicher noch. Bitte schick mir das. also was soll das eigentlich? Weißt du, jemandem so krass den Erfolg will absprechen und dann noch so runterreden drauf, ich habe nur gewonnen, weil ihr. Also weißt du, so, okay, weißt du, man kann sagen, ja, übertrieb nicht, das ist ein Spruch gewesen und so. Es Aber- geht aber darum, es wie ist genau das Ganze Lager, abgelaufen Bro. ist. Es ist genau Es das ist der Lager. Spruch, es ist der Spruch, es ist die Art und Weise, wie sie müssen gewinnen. Es ist alles, das gesamte Paket. Du bist Teil vom Problem, du Peach. Ja. Da ist er. Das ist er, das. Den Oh. Nachnamen nicht sagen, Bro. Hör auf. nachher. Okay. Shimon, du Hund. Shimon schreibt Texte und produziert Videos zu Musikthemen bei SRF. Du hast keine Ahnung. Was hat er noch geschrieben, so über die? Bro, ich sehe jetzt nicht genau, ich muss jetzt scrollen, weil er hätte da so Live-Ticker Ja. etwas gemacht. Such dir, Bruder. Aber auf jeden Fall, ich habe das gesehen und ich will mich an deiner Stelle, ich will mich Ja. schämen. Die Kategorie ist die einzige, die erst während der SME Live-Show entschieden wird, via SMS-Voting. Und da ist die Sektion Zürich Community offensichtlich schonungsloser mit ihrem Prepaid-Guthaben umgegangen, als die Fangemeinde der Konkurrenz. Also er hat eigentlich gerade beide dies. Ich weiß, Hip-Hop wird noch größer werden, sagt Rini in seiner Dankensrede. Ist das eine Drohung? Hey, also, Hey, was ist das scheiß Problem, Mann? Was ist mit dir los? Also, bist du mal auf dem Highweg vom Hive verprügelt worden und hast gefunden, okay, ich hasse jetzt alle Ausländer? Oder hast du mal irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht mit Rap? Und sonst, ich will mir überlegen, wenn ich SRF bin, ob das so ein kompetenter Mitarbeiter ist, der so Sachen sollte in Zukunft auch angehen. Mann. aber ja noch. Hey, Also, nein, das ist die grösste Frechheit, dass noch jemand, wenn jemand etwas gewinnt, dann sagst du gratulieren oder unverdient. Ja. Du sagst aber nie, ihr habt so, ja, noch. prepaid, ist das eine Drohung?
Was ist das? Also vor allem, was ist das für ein Spruch? Ist das eine Drohung? Wieso soll das eine Drohung sein? Das ist jetzt eine Drohung. Nein, egal. Aber ja, noch. Hey, auf jeden Fall müssen wir noch schnell darüber reden, was haben wir überhaupt an SMS Genau, gesagt? ich kann gerade sagen, es ist doch gerade ein sauberer Übergang. Übergang zum auch erwähnen, wieso eigentlich wir, die null Musik machen, dort waren. Wieso sind wir dort gewesen? Bro, Lo und Ludwig sind auf uns zugekommen Ja. und sie haben gesagt, hey Jungs, wir sind nicht dann und wir wollen, dass ihr den Preis könnt für uns abholen, falls wir ihn gewinnen. Und wenn ihr dort seid, bitte sagt ein paar Sachen, die die Community muss hören. Und ich sage jetzt mal, die Idee ist wirklich vom Luc gekommen, also Ludwig rum. Und er hat wie so gesagt, hey Bro, geht und sagt, dass die zukünftigen Gewinner und Gewinnerinnen, Nominierten, mehr müssen Menschen sein, die aussehen wie ein EAZ. Oder aussehen wie ich und du. Ja, oder Frauen. Oder Frauen. Weißt du, so, es kann wie nicht sein, dass 90% der Nominierten irgendwelche Bauern sind, weißt du? Max Meyer und so, aber... Und dann gibt noch so einen Göller, weißt du? Ja, und dann, wenn aber so international rumfragen gehst, wer kennst du von der Schweiz? Mhm. EAZ, Sektion Zürich jetzt vielleicht, Ja. Zen. Es sind ein paar Lieder von den Leuten platt gegangen und sind durch die Decke gegangen. Und, Hey Bro, und nachher hat ja Ludwig nicht gewonnen und sie haben uns ja nicht einmal im Ding gezeigt, im Fernsehen Stimmt, gezeigt, ja. während der Nomination. Besser nicht. Sie haben einfach wie einen Screenshot von Ludwig auf. Ja. Und er hat mir geschrieben, und nachher so, hey Bro, das kann ja nicht sein, jetzt haben die euch nicht mal gezeigt und so. Da muss man aber wirklich schnell sagen, hey Bro, Hut ab. Weil, Ja, ich habe letzte Zeit immer wieder gedacht, ich muss den Jungs schnell schreiben oder Sprachmemo machen. Erstens mal Danke sagen und zweitens sagen, geile Idee. Dass ihr einfach von euch selber aus den Platz gebt und sagt, macht. weil ganz ehrlich, Bro, Respekt. Lo und Ludwig sind nicht Jungs, also das sind Jungs, die ein Privileg haben und sie machen auch, also weißt du, so, sie sind wie so der Schweizer, ich sage jetzt, also ich kenne sie ja wirklich noch von Update-Zeiten, aber mittlerweile kann man glaube sagen, sie machen Popmusik, was ihnen auch völlig bewusst ist, aber sie könnten da einfach ihre Fresse haben, ihr Cash machen, ihre Live-Auftritte machen Schlafen und dann Tag Neustart. und gut ist. Ja. Aber jede Möglichkeit, die ich sehe, setzt er sich ein. Also ich kann jetzt wirklich nur, ich weiß genau, der Lo denkt genau gleich, aber ich rede jetzt einfach um Ludwig, wie ich die Erfahrung gemacht habe. Setzt er sich einfach ein, damit Leute ein Gehör bekommen, die auch nicht unbedingt gehört werden. Ja. Und das hat meinen absoluten Respekt verdient, Bro. Ja, sicher. Ich extrem immer noch. Weißt, ich denke immer noch so dran. Ich denke wirklich Respekt, dass sie. Vor allem genau uns, weißt du. Ich schwöre. Es gibt auch, sie hätten auch eine effektiv Musikerinnen Ja, oder Musiker rufen, Voll. weißt, wo sie effektiv wollen, auch, dass sie. Keine, ich weiß nicht. voll. Und sie haben Conchita gesagt, und so, was hey, haben wir? gönnt, macht Welle. Scheißegal. Ja. Und wir hätten das auch gemacht. Ich Wir schwör. hätten, Das Geile ist, wir haben wie müssen mit dem Label und dem Booking und so, wir müssen so abmachen, was wir sagen. Was, es ist schlussendlich ist trotzdem immer noch. Ja, sag. Schlussendlich ist immer noch trotzdem das Ding, dass halt wir im Namen von ihnen dort sind und Genau. dürfen schon mit uns austoben, als wäre es irgendwie. Aber ich glaube eben, Hey, 1, 2 Sätze am Schluss hätte ich wäre schon schon gerne noch gesagt. gedroppt sicher. worden. Weil am Anfang haben wir also den Text von ihnen gehabt, dann haben wir den ein bisschen schüch frisiert Ja. und dann haben wir noch gedacht, hey, irgendwie noch 1, 2 gute Sätze, weil während Voll. der Aufnahme, also während wir wirklich sind, haben wir noch ein paar Sachen gemerkt. Ja, Oder? ja, Wieso, das können wir noch draufnehmen. ja. Das wäre noch gut, das wäre noch wichtig. Aber ich meine, es gibt wie so zwei Sachen, die zeigen, dass die SMAs ein bisschen im Witz sind, Bro. Und zwar erstens, dass jetzt eben ein EAZ, ein Zen, Sektion Zürich sich überhaupt beweisen müssen, so auf die Art und Per Weise. Voting, Alter, schämen die euch nicht. Die die Schweiz krasser repräsentieren, als ihr überhaupt das Ich schwöre Gefühl auf alles. habt, Mann. Ihr geht, So. geht doch Partyferien machen, ja, im scheiß dreckigen Mykonos, im Scorpius und so weiter. Wenn dort der Juicy läuft und ihr eine Story macht, fick. Bro, es ist wild. Aber es ist wild. Und auch, Bro, also es ich meine geht ganz einfach ehrlich, ich will noch mehr. Der Song ist einfach in der ganzen Schweiz gelaufen. Bro, es will In noch der mehr, ich schon ganzen meine Mutter, Schweiz. will noch mehr, wenn es vom Handy läuft, ich kann nicht skippen. Ich kann nichts geben. Es geht nicht. Und das Ding ist, Bro, ich bin letztens am Frauenstreik gewesen, am 14. Juni. Am Abend erst, wo eigentlich schon vorbei war, laufe ich durch den Helvetiaplatz und sehe irgendwelche, ja, Jetzt,
Du hast ein bisschen mehr mit Ausdruck gelesen, aber sag mir, soll ich? Oder? Nein, ich sage jetzt mal, Leute, die sich. Einfach Menschen, die an dem Offensichtlich. Event waren. Ja. So. Und mit verschiedenen Haarfarben. Es ist nicht mehr die Haarfarbe. Es sind immer die Haarfarben. Es ist immer das. Ich schwöre, ich habe schon mal gesagt, Mann. Ich könnte im Fall auch links sein, ohne hässliche Frisuren haben. Ohne müssen experimentieren mit euren Haaren, Mann. Aber auf jeden Fall einfach so eine Gruppe von weiblich gelesenen Personen, wo einfach zu will noch mehr abgeht. Und ich habe so gedacht, wo die Jungs in ihrem Studio waren und keine Ahnung, was ihnen ballert hat und der Track Event, manchen sie denkt, das ist Aber so das zeigt doch, was für einen Impact die haben. Ja, man. Absolut Respekt. Absolut Respekt. Also, was willst du noch mehr haben? Ja, nein, jetzt tun wir noch kurz ein bisschen Wellen machen. Die wissen auch, was sie machen. Die Ja, scheiß sicher Tours. wissen Die sie. wissen, dass die grösste Community haben und Ah, deswegen können sie am sicher meisten wissen Cash sie, machen. ja. Das ist keine Verschwörungstheorie. Ich beweise das, wenn Simon. Aber ja, auf jeden Fall lustige Event gewesen. Es war eine coole Erfahrung. Es war wirklich nice. Schöne Erfahrung. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie türkische kurdische Hochzeit. Ja, weil einmal haben wir ein bisschen, einmal ist schon, haben wir essen Mhm. und dann ist gerade, nie ist kein Moment gewesen, nie. Und dann, wenn wir gerade, du so stehen, kenn mich. Vor allem, weil wir sind so irgendwie, es sind so, wie wir ja VIPs sind wir an einem runden Tisch gewesen. Es hat sogar noch ein Ding gehabt, weißt du, mit kurz und bündig. Ja, genau. Wir sind ja an einem runden Tisch gehockt, mit dem Dodo zum Beispiel. Und dem Dabu. Und irgendwie ein paar Tische weiter sind so Sektion Zürich gewesen, und Marius Bär. Am anderen Tisch war eben ganze Sehr ja, Physical Shock und EAZ und Zen-Szene gewesen. Und über uns ist die ganze Zeit die Kamera auf dem Kran rumgeflogen. Ich habe mich wirklich gefühlt, als wäre ich an einer Hochzeit. Das ist schlimm gewesen. Aber Also für sich gute Erfahrung, es war nice, schön zum sehen. Ich sage einfach, für den Swiss Music Awards fehlt es fehlt das Exklusive, das wow, weißt du, so, also es ist sicher schön und speziell für jeden Künstler, der dort ist und einen Award bekommt. Ja. Aber, also ich sage dir ehrlich, also ich kann jetzt pauschal sagen, so 70% von den Leuten dort, die sind dort gewesen, haben konsumiert, wenn es gut haben, ist gut, wenn nicht, ja noch. ja, voll. Hey, ich finde sie wirklich so, eben, es ist an und für sich ein cooles Event, zwei Sachen, eben, hat mich gestresst, das mit ERZ und Zen und Sektion Zürich. Und das andere ist wirklich, dass so ein Hund wie Gölle auf die Bühne darf halten. Weißt du, was ich meine? Also, Ja, vor allem geht er dann noch so. Wieso ist der eigentlich noch relevant? Alter, Mann? ich schwöre, der hat schon so viel Scheiße rausgelassen. Ja, aber was für Musik macht er, wo scheint mehr Leute bedient, wo qualitativ besser Bro, er ist? macht so wo, Töffli-Buben-Musik. Ja, weißt du, aber- so. das checkst du nicht. Und was ich, Bro, der Basch ist am Max besoffen gewesen. Ja, voll besoffen. Das hat, also der ist so gekommen, ich habe also eigentlich ist es eine Pizza gewesen, aber es war eigentlich Teig gewesen mit 2-3 Tomaten drauf. Ja. Und ich habe Messer so, ist das fein? Ja, aber nachher komm und gib Du nicht. so da, nimm ein bisschen. Mein Ernst, Bruder. Und nachher ich so, weißt du was, kannst alles haben. Ja. Ich habe gar keinen Bock mehr, Alter. Und nachher macht er so, nein. Da, Bruder. So ein Weirdo, Alter. Ja. Aber ja, sag mir mal, er war besoffen gewesen. Schlimm. Mhm. Ja, geil ist noch gewesen, wie wir, du hast ganz offensichtlich gesehen, wer Kenner sind. Ja. Wir sind Essen suchen, Mhm. mit LZ und Zen und Entourage. Und wir haben einfach, ey, wo ist es? Immer so Leute, wo ist es? Und nachher irgendwann einen Ort zeigen. Und das ist so in einem Gang gewesen, mit so, auf einem Wägeli, Mhm. mit so 5 Sachen, die kannst du so schöpfen. So Buffet halt, ja. Buffetmäßig. Ey, fertig. Das Buffet hat nicht mehr viel gehabt, aber es ist fertig gewesen nachher. Und wir haben so vom Gang gegessen, so wie so halt unsere älteren Freunde tun. Und ja, man, das war auch cool gewesen. Auch cool gewesen. Auch der Freezy gewesen, auch die anderen Leute gewesen, ist cool gewesen. Ja, Mann. Wieder mal die anderen Leute gesehen, wieder mal ein bisschen reden. Und ich meine wirklich, Bro, coole Erfahrung gewesen. Das Ja, war- sicher, das ganz war klar. lustig. Also es ist ganz coole Erfahrung Ich glaube, wir gewesen. gehen nächstes Jahr einfach wieder, weil wir haben uns einfach, also weißt du, so, wir sind zwar auf der Liste gewesen, Ja, aber wir haben uns einfach reingeschlichen. Also ich bin einfach reingeschlichen, du bist ja ein bisschen später gekommen als ich, ja. Schock. Aber, Schaffen schon. aber ich bin einfach irgendwie vom Rand reingelaufen und bin so den ganzen Abend schon in dem VIP-Bereich gewesen.
Und irgendwann habe ich so gesagt, ey, ich brauche noch ein Bänderli. Die so, hä, wie bist du da reingekommen? Und ich sehe so, der Bruder von Sam läuft zu dem Stand und redet mit dem VIP-Betreuer. Und ich glaube, seine Hand landet auf dem Tisch. Ich sehe eine Handvoll schwarze Bänderli, nimmt er. Er kommt zu mir, er so dumm ist sicher, die haben gar nichts gelernt, Bruder. Wer tut die Bänderli einfach auf den Tisch, Bro? Das musst du doch verstecken, Bruder. Aber ja. Ich bin auch runtergefahren und dann ich so, ich kann mal parkieren. Nachher sie so, nein, Parkplatz ist voll. Ich so, ja, okay, dann gehe ich parkieren und komme wieder, muss ich mich nachher da anmelden. Nachher sie so, wie wer kommst du überhaupt? Und ich wollte etwas sagen, aber nachher ich so, für Lohnlödig. Wir sind da. Nachher, weißt du, wenn du sagst Lohnlödig, Ja, voll. schon logisch, schau jetzt. Ja. Ich so, aber als Ersatz, was ich meine die nicht. Okay. Nachher ich so, ja, ich kann schon parkieren, komm ich. Ja, dann warten wir. Alter, so Ja, nein, dann warte ich halt nicht. Sorry, dass ich dich stresse, Mann. Ja, Ich will dich nicht aufhalten davon, deinen Job machen. Ich schwöre. Mein Gott. Ja, auf jeden Fall, es war eine coole Erfahrung, eine schöne Erfahrung. Und ich hoffe, wir können nächstes Jahr wieder gehen, weil einfach Szenen machen. Einfach Szenen machen. Ja, Mann. Jetzt los den Podcast und sagen, die sind auf schwarzer Liste. Soll jetzt, Mann, soll jetzt. Soll jetzt, Das wir erste können Mal, mit wo wir ihm irgendwo in der schwarzen Liste Ja, sind schwör. und trotzdem drin sind. Wo du? Hoi, Woli. Ja, und das ist so ein bisschen SMA gewesen, oder? Würde ich sagen. Die Leute, die am Hero auf Instagram folgen, oder am Gens. Shoutout Gens, die Instagram-Stories sind Leben für mich. Weißt du, dass ich am Gens auf Insta gefolgt bin vor etwa 4 Jahren? Das war wahrscheinlich ein anderer Inhalt rum. Ey, Bro, also jetzt ist lustig, aber vor 4 Jahren, Willst du sagen oder nicht? ey, der Bruder hat einfach so Leute angezündet und so, weißt du? Also ich meine es voll ernst. Also nicht er hat Leute angezündet. Er hat wirklich Leute angezündet. Also du musst dir vorstellen, Jungs sind so in seiner Garage am Hängen. Also er hat ja, glaube so eine ich hoffe, er hat eine scheiß Lackiergarage gehabt. Ja. Und die sind auch dort am Hängen und weil er keine Lust mehr hatte, ist er angegangen und hat so mit einem Spray so ein bisschen, etwas so brennbar ist, auf ihre Beine gesprayt. Nachher hat er Story dabei gemacht. Und nachher hat er Story gemacht, wie er mit Feuerzeug anzündet. Und die Leute auf einmal sein Bein fängt an zu brennen. Es brennt! Und der geht so, es brennt! Und die so, ah! Und die so rumgerannt, haben so ihre Fuß kaputt. Also weißt du so. Und er hat Stories gemacht, wie er Feuerwerk auf dem Balkon von seinen Kollegen. Oder der Klassiker, irgendein Kollege in den Arschbacken nachher. Ja, so Sachen, Bro. Wilder Typ, auf jeden Fall, ich bin zu ihm gegangen, vor etwa 3 Jahren ist das gewesen. Er hat mich nicht gekannt. Ich so, Gens, Bruder, du kennst mich nicht, aber ich bin einer von deinen grössten Fans, Mann. Ist das bis heute noch so? Ja, Oder ist das 100%. umgekehrt vielleicht? Nein, ich bin immer noch sein größter Fan. Er kennt mich nicht mehr richtig. Aber ja, er ist ein kaputter Sieg, auf jeden Fall. Aber ich liebe ihn. Ja, er ist ganz geschlossen. Und eben auf jeden Fall, ich glaube, das ist, bin nicht sicher, gestern oder vorgestern. Morgen, weiss ich nicht, das ist so richtig frisch am Hell werden gewesen. Und die Jungs machen die Story. Ich kann nicht glauben, was ich gesehen. Ich kann nicht glauben, was ernsthaft passiert. Stadtpolizei Zürich hat echt 6, 7 Leute zu den Jungs geschickt, die im Locher gut am Chillen waren. Mhm. Und die sind einfach dort am Chillen gewesen, die Jungs, mit Wasserpistolen. Haben halt einige Stress, haben ihn nass gemacht. Die hat den Bull angerufen Ja. und gesagt, sie wird da bedroht oder gestresst mit einer Waffe. Hey, man hat der Polizei angerufen und gesagt, es sind bewaffnete Menschen. Genau. Und dann kommen die Bullen. Und wenn du mitbekommst, bewaffnet, okay, du bist angespannt. Aber wenn du nachher schon siehst, die Leute sagen, ey, Wasserpistole, da, schau, das ist das. So, schau da, das ist das Problem gewesen. Dann musst du sagen, okay, gut, ich kann kurz schauen, ob der Konflikt kannst lösen kann. Ist so gewesen, tamam, Fall erklärt, die Jungs, die Frau hat sich gemeldet, das ist nicht gut gewesen. Sie hat Angst bekommen, machen das vielleicht nicht mehr. Mhm. Was ist das Schlimmste, was du machen in der Situation? Wenn Hey, Leute sind Bro. mit Wasserpistole? Hey, einfach mal, Oder was passiert in Amerika? Ich sag so, was passiert in Amerika, wenn du Wasserpistole in der Hand hast? auf Bullen? einfach mal Waffen führen nehmen und zwar zu 4 Und zielen. und zielen. Und der Hero, Bro. Und unsere, die Kennex. Tschüss! Der Tschüss doch!
Tschüss, Mann. Nein, er schreit, oh du Nuttensohn. Das ist eine Siehst Wasserpistole. du nicht, dass tschüss. Wasserpistole ist? Er so, hey, beruhig dich. Er so, tschüss, du Urs. Was beruhigt dich? Wasserpistole. Tschüss doch. Ihr seid doch alle behindert. Und der Hero ist so dort am Hocken auf dem Bänkchen, Bruder. Er der- nimmt sich selber auf. Du siehst im Hintergrund den Bull mit Pistole am Schreien. Bro, lustig war, Gens macht erst eine Story. Ja. Er macht so eine Story, also er hat repostet vom Hero. Mit der Hero so, er so, ja, ich sehe Bulle hinter mir mit gezügter Waffe. Nächste Story vom Der Blick vom anderen. Hero vom Boden und 4 Bullen auf ihn. Und ich so, ja, Bruder. Ja, nein, weißt du, also sorry. Wir lachen jetzt schon drüber und so, aber sie sind einfach den Hero festgenommen, Bro. Sie haben auch, Über Bro, also, Nacht. warte, es geht nicht darum, dass sie Hero festgenommen haben. Es geht mir mehr darum, ey, die neuen Mitarbeiter nicht sensibilisieren, Mann. Hey, Bro, du musst wie auch schnell überlegen, das sind die gleichen, der gleiche Abschaum von Menschen, die am 14. Juni während der Demo einfach in eine Frau reinkicken. Hast du das Video gesehen? Ich habe das auf Twitter verfolgt und Ja. ernsthaft Capo Zürich hat ernsthaft, oder Stadtpass einmal hat angefangen zu diskutieren mit den Leuten. Ja, und sie so, ja, es nein, gibt noch wir halten fest an unserer Überzeugung, dass sie zuerst gekickt hat. Ja. Wir setzen das Video nicht 7 Sekunden vorher. Nachher zeigt es ein anderes Video vom anderen Format. Ja, der Kick ist nicht von dieser Frau, ist ein anderer Kick gewesen. Und dann kickt, also weißt du, also sorry. Also erstmal Kantonspolizei, ich weiß nicht, was es war, man. Ich weiß nicht, die betroffen sind, Capo der Stapel, weiß nicht. Ich habe Angst, dass das da ausartet wie in Amerika. Mit so Videos, ich habe Angst, dass das Bro. rauskommt wie in Amerika. Also du Und weißt, ich will dass nicht sagen, dass wir in der Schweiz schon Menschen, vor allem also in der Westschweiz, Ja, ja. schon Menschen, vor allem also Also, schwarze und ich Personen. übertreibe nicht, ich tu nicht aus einer Mucke einen Elefant machen. Tötet Wenn worden. ihr, wenn ihr wegen einer Wasserpistole 4 Bullen schickt, an einem Morgen, wo die Sonne aufgeht, Ja. und die mit gezügten Waffen in Zürich wegen einer Wasserpistole rum sind, es geht sicher nicht lang, bis der Erste, der Problem hat, nicht für den Job kompetent genug ist oder irgendwelche psychische Probleme hat, dort die Waffe nimmt und abdruckt. Ja, Bro. Und dann werde ich natürlich sagen, es war Dienst gewesen, er hat sich geschützt, ihm wird eh nicht passieren. Wir wissen alle, es wird nicht passieren. Es kann einer von den 4 abdrucken, es passiert nichts. Ey Bro, es ist schon ein ernstes Thema. Ja, es ist Aber- sicher ernst, aber deswegen sage ich auch, aber ich muss gleich schnell sagen, der Fakt, dass der eine von denen schreit, «Scheiss, du nutzt es!» Der Hero diskutiert, einer sagt, wieso, du hast eine Wasserpistole und einer, du kannst, ich weiß nicht, was es ist, aber einer sagt konstant 15 Sekunden lang, Schüss doch, Schüss, Schüss. Absoluter King. Legend. Also, Absoluter King. ich würde mir überlegen, ob das eventuell die Mitarbeiter geeignet sind, um auf Patrouille zu gehen und nicht viel besser ist, wenn sie im Büro sind, 8 bis 5 und irgendwelche Sachbearbeiter-Sachen machen, wo sie wenig Menschenkontakt haben. Ja. Weil, ganz offensichtlich Fehlt Kompetenz. fehlt maximal Kompetenz Mhm. und sie sind ganz und gar nicht geeignet für den Beruf. Ja. Es ist maximal das Ego-Problem auch. Sie haben nicht einmal deeskaliert. Wenn du Waffen zügst, das passiert, es wird nur schlimmer. Ja. Wenn die sagen, es ist eine Wasserpistole und 4 Leute zielen auf dich, es wird nicht einmal entspannt. Niemals. Euer Job sollte doch sein, dass Wobei, deeskaliert. aber sorry, wenn du schnell den Hero anschaust, ich glaube, der entspannteste Mensch auf der Welt. Bro, deswegen sage ich, ich bin so schockiert, er vom Banker, so, ey, Bulle mit zügter Waffe hinter uns, schau da. Ich tue die nächste Story vom Gent, einfach er vom Boden 4 Bullen auf ihn. Ich so, was ist das passiert? Bro, ich glaube, die Kamera ist weg und dann hat der Hero Er sagt gesagt, so, ja. so, hört mal zu, Herr Ursinn. Aber ja, Bro. Ja, also, Weißt, und in so Fällen, Bro, ich verstehe schon auch, wenn jetzt zum Beispiel Musiker und Künstler, die wirklich Hip-Hop machen und in ihren Songs auch über so Sachen reden, hässig werden. ja, logisch, wenn du so Erfahrungen machst. Aber wenn irgendwelche Leute nachher auf Gangster tun, aber an der Goldküste wohnen. Weißt du, was ich meine? Ja. So, dann verstehe ich schon, dass die hässig werden. Mach nicht auf Gangster, Bro. Ja, sicher nicht. Aber so oder so, wir sind, glaube ich, der gleichen Meinung, ganz überrissene Reaktion gewesen 100%. von der Stadtpolizei. Also ich wäre auf jeden Fall für einen von diesen Bullen gegen den Hero in Cage. Fair. Weißt du, Ey, einfach fair. also look, offizielles Angebot. Jetzt. Es wird, wir sagen nicht wann, aber es wird eine kurz und bündige Fight Night geben. Ob der Name drin wird sein, weiß ich nicht, wir schauen. Aber es wird eine Fight Night geben. Wir haben schon 3 Fights gesichert. Offiziell wirklich, das ist schon ein bisschen grob in der Planung. Einer von diesen 4, die dort waren, du hast ganz offensichtlich, also eigentlich hat jeder von euch, aber einer von euch, der so ganz offensichtlich Aggressionsprobleme hat, nicht klarkommt mit irgendwie, weißt du nicht, man, Konfrontation, wo auf
Aktion, übertriebene Reaktion macht. Wir machen dann Fight Night. Mhm. Irgendeiner von euch, wenn ihr das seht, schreibt uns auf Instagram, sagt, ich hätte Interesse. Mhm. Ich hätte das gerne weiter als Sektion Zürich. Mhm. Die wählen sicher auch jemanden aus. Und dann kann es einen sportlichen, entspannten, fairen Fight geben, auf sportlicher Basis. Einfach im Cage, aber 3 Minuten ohne Ding. Ja, aufgeben. es gibt auch Entlöhnung. Wenn einer von euch kommt, du kommst natürlich keinen Lohn über, weil du kommst auch Lohn über von uns, während wir eigentlich da am Aufnehmen sind. Aber ja, das ist ein offizielles Angebot. Du kannst dann dort dich austoben, kannst dort alles rauslassen und dann hoffen wir, dass du bei der nächsten Patrouille mit einiges mehr Kompetenzen und ruhiger an die Sachen gehst, weil du schaffst mit Menschen zusammen, wenn du auf Menschen mit Waffen zeugst, die Wasserpistolen haben, dann geht es nicht lang, bis du mal beim nächsten Menschen abdruckst. Also, ja. Und wenn das so weit kommt, dann tue ich den ganzen Chat da von Stapo und so weiter, wo sie da auf Twitter diskutiert haben, dass es okay war, tue ich da veröffentlichen und bombardiere jeden Tag mit News und mit Tweets, bis er auch die Leute entlöhnt, die damals die Tweets gemacht haben. Ist fertig. Ich habe geredet. Okay. Mandalorian. Hey ja, kurzmündig Fight Ja. Night. Sicher check. Kurzmündig Fight Night. Willst du was sagen? Ich glaube, die Leute wissen, Es wird ein ganz ekliger Kampf. es wird einen guten Kampf Es wird geben, ein Bruder, ganz guter zwischen Kampf. mir und meinem guten Bruder. Wow, schon da war. Wow, schon da war, wow, schon. Findet raus, wer es war. Ja. Es wird, also, Schon gut, Bro. nicht Spaß, es ist ernst. Die haben Handshake gegeben, die haben versprochen, wir haben Zeugen. Zeugen sind namentlich zum Beispiel Silvan. Aha, Shoutout Silvan. Schaut Silvan. Ja, Aber ja, auf jeden Fall, es wird, wir haben das so, von einer groben Planung kannst du wie kein noch der nicht- Universum-Boxing. Das machen wir einfach besser. von einer groben Planung kannst du wie noch nicht reden, sondern wir haben das einfach es gibt ein paar Bro, Fights. ich kann einen groben Plan. Okay, Bro. Auf jeden Fall, Ja. Leute kassieren. Und es ist lustig. Und ich kann Tickets kaufen. Und es ist lustig. Und Leute kassieren ganz schlimm. Und zwar Leute von der Öffentlichkeit, nicht Ja. irgendwelche Leute, die sonst noch nie gesehen haben, sondern Personen des öffentlichen Lebens gehen in Cage oder gehen in den Ring, boxen aus Spaß, verdienen noch ein bisschen Geld dabei und unterhalten euch. Ja, Mann. Yes, wir haben, beziehungsweise du hast heute noch eine Story gemacht, bevor ich gekommen bin. Also heute Nami. Mit Frage-Inputs. Ich habe sie angeschaut, das sind ein paar gute Sachen. ein paar sehr gute Sachen. Ja. Einer fragt, welches Tier würde dir fetzen in einem 1 gegen 1 ohne Waffe? Dich. Küsschen Herz, danke fürs Sagen Tier. Zweitens, ich glaube nicht, dass du mich fetzen kannst. Bro, ich kann nur dir Kompliment geben, dass du Danke. Tier bist. Was denkst du? Was für ein Tier könntest du fetzen? Bruder. Also ich persönlich glaube... Könntest du einen Känguru fetzen? Ey, Bro, Das ist ich ganz glaube nicht, ekelhaft, Alter. Bro. Hast du das Video gesehen? Von dem... Mit dem Trucker, da was immer das ist. Ja, Was wie ein Hund schützt, gell? irgendetwas und der Känguru... Pop, 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 gibt ihn einfach... Der Känguru darf so sich auf seinem Schwanz stützen. Ja. Er hat ihn wirklich so 2, 3 reingedrückt. Bro, was ist mit dem Menschen? Was ist eigentlich mit Menschen, die einfach gegen Kängurus schlägern, Bro? Weißt du, das Tier, Bro, als würde das Tier irgendwie Als würde ich sagen, heute ein Mensch, aber hütschleicher Mensch, weißt du? Aber, ja, nu. Also ich sag, Also ich denke, ein Haas könnte ich locker knocken. ja, easy, Bruder. Gumpo findet der Stot. Kein Problem. Ja, Gumpo auf ihn, Bruder, der stimmt. Kein Problem. Also ich sag ganz ehrlich, Känguru würde mich knocken. Ich glaube auch. Der knockt mich kaputt. Ja. Weil die sind, Bro, die leben in der Natur, Bro. Der kein Fett, der hat nichts. Ja. Der hat Ausdauer, wie weiß ich was. Denkst du so, Aber jeder weiß, ey, Fursten, du bist King von der Straße. was denkst du so, ab welchem Hund wird es kritisch? Was ist das eigentlich für ein Ton die ganze Zeit? Ich sage, ich weiß nicht, wie man die Größe kann nennen, aber Bro, ab Größe Kangal, Rottweiler, Ah, Bro, ich glaube, du kassierst schon vorher. meinst Bro, weißt du, was für krasse Bisshunde drauf haben? Bruder, weißt du, das quasi bis habe ich drauf. Bro, also ich glaube im Fall, ohne Scheiß so. Ohne Waffe, gell? Ich glaube, ohne Waffe. Messer. Zap, zap, zap. Ich weiß. Der epileptische. Scheiße, Bro. Ja, der kann das so gut, dass wir also- alles Knopf machen. Also meinst du, ein Labrador könntest du knocken? Ja, ja. Also, Bro, Also warte, nein, ich darf. Ach, scheiße.
Ihre Mutter. Also ich denke, Nein, ich hätte nicht. im Fall ohne Scheiß Labrador sind zwar mega herzig und so, aber wenn die immer so machen, hey. Aber Okay, sag mal, jetzt, würdest du einzig eins Woody? nein, niemals. Okay. Was würdest du sagen? Ab welcher Größe ist bei dir kritisch? Hey, ich glaube, ich könnte einen Schimpansen verprügeln. Nein. Ich glaube schon. Willst du mal ein Bruder. Foto sehen von einem unbehaarten Schimpanse? Wenn du das siehst, du denkst, Bruder. Also ich denke, ich rede nicht von Gorillas, Mhm. aber ich denke, so einen Primat, ein gezielter Knock, Bruder. Ein gezielter Pum! Ja, Bruder, eigentlich kannst du mit einem gezielten Knock jeden knocken. Ja, ich weiß nicht. Es braucht nicht viel. Aber, Ich glaube, einen Schimpansen schaffe ich schon, Bro. Bro, Ich schaffst Oh mein Gott! Was ist das? Bruder, das, Ist das der von Ding? das ist Ey, der. bist du gerade strong? Ist das der? Bro, das ist der Koba, Bro. Das ist der, Oh mein Gott. Bro, wenn der kommt und du sagst, nein, das. Bro, das er macht. Er choked dich, Bruder. Okay, aber kennst du die japanischen Affen, die so in heißen Quellen chillen? Ja, ist mal- die könnt ihr. Die können dich, glaube ich, Aber das okay. Ding ist, das Problem ist, die kommen nicht allein. Die können nicht allein, Bruder. Aber Einer könnte, deswegen kommen sie nicht allein. Schon gut, Bro. Ich hole auch meine Cousins. Ey, nein. Also ich sag, ja, fix. Also, ein Tier, das ich könnte knocken, jetzt ehrlich, 4 Pfoten, das ist nur ein Witz. Bitte mit Humor. Ich sage, wow, das ist fies. Sag. Nein, ich sag das nicht. Okay. Wow, weißt du, das ist ganz mühsam. Was? Ein Strauß. Ey, Das Bro. ist ganz gruselig. Es gibt im Fall, also in Australien gibt es ja nur 2 Arten von Tieren dort. So die, Kurde und. die dich kaputt umbringen könnten und die es könnten, aber nicht machen. Ja. Habe ich das Gefühl. Und es gibt im Fall die tödlichste Art von Vogel sind so ähnlich, es ist auch so eine Straußfamilie. Und ich glaube, die haben schon ein paar Menschen auf dem Gewissen. Garantiert. Also, Könntest du, wenn du ein Hai im Wasser siehst, was? normal reagieren? Wie meinst du normal reagieren? Ja, sogar letztens so in Ägypten hat es einen genommen. Ah, das habe ich nicht gewusst. Okay. Also man sagt ja, wenn du einen Hai siehst oder ein Hai auf dich zukommt, Ja. musst du dein Gesicht auf ihn stellen, Ja. damit er weiß, dass du ihn siehst. Sorry, Kasuar heißen die Vögel. Gesuar. Kasuar. Kennst du Gesuar? Schau mal. Ja, aber Bro, die sind das, als würdest du noch von der Dino-Zeiten oder da. Bro, leben, ich Mann. sag dir, so ein Kasuarvogel, der macht dich Der kaputt. Kasuar. Der macht dich kaputt, Bro. Stell dir vor, der kommt zu dir und sagt, ich habe ein Problem. Was sagst du? Ich sag ihm dir, nein, Bruder, sorry. Stef, Bro, geh ihn weg. Ja, was bist du schon erzählt? Was habe ich gesagt? Also ich sage, ein Strauß und ich kann nicht knocken, aber ich denke mir gerade so, weißt du, das wäre richtig mühsam. Könntest du den knocken? Ein Kangal. Ja. Ein Welpe. Das ist ein Welpe. Bro, der, Einfach, dass du weißt. Der ist gewesen, Bro. Nein, mein Großvater ist 1,95. Ja, Bro, der ist gewesen. Ja. Bro, der steht vor dir und du kannst ihn ummachen und etwas sagen. Aber der sag, Ich bin am überlegen, was ich könnte knocken, was nicht fies wäre zum sagen. was hast du vorher wieder gesagt, wo fies ist? Ich habe gedacht, so ein Robbe. Kann das sein? Nein, Bro. Robben. Eben. Ja, ich habe gedacht, was ist das schwächste Tier, Alter? Weißt Ey, du? Bro, aber Robben sind, glaube ich, auch stark. Sind ja eigentlich Seehunde, so quasi. Ja. Ja, Okay. also im Wasser fick es kaputt. Ja. Ah, wegen Hai hast du etwas gefragt vorher. Ja, genau. Also in Ägypten ist jemand gestorben beim Hai-Angriff. Ja, im Haiangriff. Ja. Und man sagt ja so, wenn ein Hai auf dich zukommt, Mhm. face to face, und nachher, wenn er kommt, die Nase so abdrücken und dann checken, okay. Aber in so einem Moment, kannst du echt, wenn du so viel Adrenalin und Panik hast, überhaupt rational denken? Nein. Ich Also wenn habe ich den Hai würde sehen und ich würde, also ich würde die Flosse sehen, Kennst du ich würde Sharknado? ihn selber umbringen, hä? Sharknado. Nee. Das ist so ein Film, wo ein Tornado die Welt quasi bedroht. Mhm. Und in diesem Tornado sind einfach tausende Haifische. Und dann fliegen sie auf die Erde und die Ja. Dinge. Amerika. Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, also ich weiß zum Beispiel, ich habe mal gelernt, dass wenn ein Krokodil oder ein Alligator dich angreift, musst du mit beiden Daumen in seine Augen drücken. Ja. Aber sind wir ehrlich, Bruder, also grundsätzlich ist das ein Trick, der bei jedem Lebewesen zieht. Also etwas krass Neues ist das nicht. ja. Ich glaube, Fulltier könnte ich knocken. Bro, du knockst und checkst nicht nochmal. Bro, Koalas, ich würde die aufessen. Ich glaube sogar 3 auf einmal.
Ja. Ich würde mich gerne Insektengröße verkleinern und jede Insekt verbürgen, den ich Ja, sehe. du hast Insekten, gell? Kaputt. Ich weiß nicht, wenn du jetzt schon Angst hast vor Insekten, stell dir vor, die sind gleich groß wie du. Hast du gesehen, Bro? Ja. Deswegen vielleicht mit Feuerlöscher. Ja, mit Feuerlöscher, denke ich, mit Flammenwerfer. Ja, also auf jeden Fall, wir sind uns nicht einig, was wir könnten knocken. Also, es gibt schon ein paar Tiere, aber wir sind uns eher einig, was wir nicht könnten knocken. Könntest du dir vorstellen, auswandern in ein fremdes Land und eine Bar führen? Paros, sofort. Direkt auf Griechenland, Direkt oder? Griechenland. Ich Direkt. sage immer wieder, wer Griechenland rein finanziell und so, wie so das System wie da in der Schweiz funktioniert, ich wäre schon lange da. Ich würde, also, ich würde eigentlich die Schweiz nicht verlassen. Ich würde die Schweiz nicht verlassen. Das wird jetzt so, shit. Ich könnte die Schweiz nie verlassen. Es ist unter keinen Umständen, es ist zu schön, das Land. Es ist Das zu wohl. nice, Bro. Aber wenn das, was die Schweiz hat, so mit dem System in Ja. Griechenland würde gehen, ich wäre schon lange dort. Du? Hey, also, ich glaube im Fall, das Leben in der Schweiz hat mich so versaut. Oder auch bequem gemacht vielleicht, ja. Ja, also weißt du, ich könnte gar nicht irgendwo anders leben. Ja. Aber so, Bar, wenn du müsstest, zum Beispiel Tennis. Kennst du noch? ja sicher. Kennst du noch? Hey, ich glaube, eine Bar würde ich gründen. Ich glaube so Argentinien oder so. Ja. Ja. Ich weiß nicht mal wieso. Ja, vielleicht der Reiz weiter weg gehen. Ja. Weil wenn sie nicht verheben, dann... Aber das ist eine Wirtschaftsscheiße. Also vielleicht doch eher in Hm. Klar, klar. Der ist schon schlecht. Ja, der ist ganz Das ist so Bruder, schlecht. der ist ganz schlecht. Das ist so schlecht. Aber das Ding ist, Oder Bali oder so. da Scheiß. kannst du aber nicht. Eben, gell, man hört Da hörst so alles so gut. Ja, ja. Schade. Ja. Hast du auch dein Handy da? Wolltest du auch fragen? Ey Bruder, du hast gerade offen. Okay. Einer schreibt, woher der Name, wer von euch Sanitär? Ich check's nicht. Ja. Wo seht ihr euch in 5 Jahren? Beruflich, privat und mit dem Podcast? Sag? Beruflich lass ich mal so stehen. Du redest ja nicht gerne über deine Privatwirtschaft. So. Ey, also, die mich beim Arbeiten sehen, die sehen mich. Mhm. Und ich will dann jetzt auch groß über das Geschäft reden, so, weil Ja. Okay, sonst mache ich es für dich. Wenn ihr wollt, dass er hat im Geschäft gesehen, dann Nein. könnt ihr einfach an Silke. Ja. Habt die 50er Note Scheiße. aus dem ja, Fenster. jetzt habt ihr mich verwischt. Und dann kommt er schon Also, angerannt. wenn ihr Glück habt, kommt so Mitternacht, weil dann läuft nicht so viel und dann bin ich easy, dann kann ich easy tief ab mit dem Preis. Und dann könnt ihr Serat von innen und von außen Überall. erleben. Alles. Alles. Genau. Aber siehst du dich dann in 5 Jahren immer noch als... Also ich sehe mich immer noch in der IT, so, sagen wir so. Ja. Ich sehe mich immer noch in der IT. Oder einfach mal einen Beruf, der immer eine IT-Verbindung hat. Was ist es? Beruflich und? privat und mit dem Podcast. Privat in 5 Jahren, wir haben das letztes Mal schon gehabt, Bro, frag mich in einem Jahr, dann ist vielleicht der Umstand ein bisschen besser, dann kann ich dir auch sagen, was in 2 Jahren sind. Und Podcast, es wäre gut, wenn er noch ist. Es wäre gut, wenn er noch relevant ist. Mhm. Aber ich glaube, ich rede für uns beide, wenn ich sage, dass unser Fokus in 5 Jahren nicht mehr so groß auf dem Podcast sein wird wie jetzt. Ja, ich würde glaube auch sagen, dass man, glaube, es ist nicht das Ziel, dass der Podcast 5 Jahre lang wird da sein. Ja, also es ist sicher mal schön. Ich meine, mit den anderen Sachen, wo wir jetzt vielleicht so, wäre es sicher auch so eine, hey, gehen wir doch wieder zurück in das Gemütliche, was wir kennen. Voll, weißt? voll. Hey, ja, also es ist auf jeden Fall gerade ein bisschen viel los bei uns. Wir sind sehr viel in Planungen. Wir haben ein paar coole Meetings vor uns. Der eine oder andere, der auf Instagram nicht sofort Antwort bekommt, Elia, sorry Bruder, es ist mir runtergegangen, ich schreibe dir gerade. Es ist gerade ein bisschen viel los und wir freuen uns. Dann privat läuft auch nicht schlecht. Also, Ja, ein bisschen viel um die Ohren gehabt, so, ich sage jetzt mal im Mai vor allem und jetzt so, also im ganzen Mai und Ja. so bis vor kurzem haben wir beide ein paar Sachen gehabt in unserem Leben, die ein bisschen den Fokus verlangt haben. voll. Hey, ja, und ich meine, ich bin jetzt fertig mit dem ersten Jahr im Studium Yes. und ich wollte eigentlich 3 Monate fett Ferien machen, Bro. Mein Ziel wäre gewesen, ich wollte ins Dorf gehen für 1 Monat, Mhm. Kamera mitnehmen,
und einfach ein Doku drehen im Dorf. Geil, Mann. Aber wie der Zufall so will, habe ich seit gestern an einem, ich sage jetzt mal, Job zugesagt. Und da wird auch noch ein bisschen... Dankeschön. Bitte, Mann. Geht dort. Got it. Es ist ein geiler Job, Mann. Ich freue mich, es sind sehr coole Typen und also sehr tolle Menschen, mit denen ich zusammen arbeite. Und ja, und nachher geht es wieder weiter mit der Schule. Und ich glaube, Podcast in 5 Jahren, eben wie gesagt, wir wollen, glaube einfach, wir haben, glaube schon immer gesagt, dass der Podcast vielleicht sollte für uns auch ein bisschen Sprungbrett sein, um die ganze Medienlandschaft ein bisschen diverser zu gestalten. Genau. Aber wir sind Jetzt haben wir sehr kryptisch geredet. Sehr viele haben uns auch gefragt, also einer hat uns mal gefragt, könnt ihr euch vorstellen, mal einen Live-Podcast machen? Wir haben gemacht, Bruder. Haben wir noch nie gemacht, wollen wir auch nicht machen. Für den Live-Podcast? Nein. Wir haben ja schon eine Tour gehabt, wir sind aber gerade am Planen für ein paar weitere Auftritte. Genau. Ja, so viel zu dem, glaube ich. Ja, wenn du willst wissen, wann und wo die nächsten Auftritte werden sein und generell so News über uns, wegen Live-Auftritt, Live-Shows oder andere Sachen über uns, folge uns auf Instagram. Ja, Mann. Und dann wirst du dort immer wieder die aktuellsten News bekommen. Wann ist für euch eine ernste Beziehung und wann ist es nur ein One-Night-Stand? Ja, Bruder, ernste Beziehung ist, wenn ich dich mehr als einmal sehe. Also dich noch am ersten Mal sehe. Und wenn jetzt Wie meinst du? Also wenn du jemand mehr als einmal siehst, ist es für dich eine ernste Beziehung? Nein, aber also ich kann das so differenzieren, dass ich weiß, dass One-Night-Stand ist einmalig. Aber sie fragt, glaube ich, wenn ist für euch ein One-Night, also wenn ist für euch eine ernste Beziehung? Und dann ist einfach, Moment, wenn ist für euch eine ernste Beziehung? Punkt, Frage ist fertig. okay. Die nächste Frage ist, wenn ist für euch nur ein One-Night-Stand? Aber ich glaube, es gibt glaube schon eine Differenzierung zwischen ernst, also es ist ja nicht nur schwarz oder weiß. Safe. So, und wenn schon, dann, ich sage jetzt die Namen nicht, aber dann hat man dich, glaube ich, ein bisschen verarscht. Schwester. Also ich sage, für mich wird es etwas Ernstes. Boah, Bruder. Wann wird es etwas Bro, Ernstes? dein Handy ist heute richtig am Fallen, hä? Tu mal dort. Hey, also, schwierig, ernste Beziehung. Also ab wann merke ich, dass es ernst ist? Generell brauche ich mal eine Basis. Ob überhaupt ob ich mit dem Menschen könnte zusammen funktionieren, viben, ohne jetzt große Zukunft denken. Wenn der der Grundbaustein da ist, ich fühle mich wohl, man kann mit dem Menschen reden, ich höre dem Menschen gerne zu, wir haben schöne Momente zusammen, dann kommt irgendwann mal die Frage so, könntest du dir vorstellen, etwas ernst oder nicht? Also es braucht einen gewissen, ich sage jetzt mal Vibe. Ja, fair. Ich brauche einen gewissen Vibe und wenn der Vibe ist, schaue ich dann eben so weiter in die Zukunft. Aber heisst dann für dich zum Beispiel, stell dir mal vor, du vibest voll mit jemandem, es ist mehr als ein One-Night-Stand, ihr habt mehrmals etwas, aber es muss ja nicht heißen, dass es direkt eine ernste Beziehung ist. Dann, Nein, dort ist Communication key, man. Ja, wenn ihr euch ziemlich früh sagt, wie es bei euch aussieht oder was ihr wollt oder was ihr sucht oder ob ihr etwas sucht, dann kann es gegenüber immer noch aus eigener Entscheidung sagen, hey, okay, ist gut, wir sind nicht auf gleicher Wellenlänge oder ja, ist gut, passt. Ja. Und vergessen auch nicht, jeder kann sich einen Monat zusammenreißen. Ja, also ich sage das ganz klar, das ist 3 Monate kann sich jeder zusammenreißen. 3 Monate kann sich jeder gut verkaufen. Ja, ich meine nicht jemanden, der so weniger als 3 Monate kennt, glaube ich, schon das Gefühl haben. Es ist immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich weiss, gewisse Menschen, du bist mit dem unterwegs und es ist brutal. Ja, Bro, aber weißt du, ich meine, ich bin jetzt auch in dem Alter, wo ich langsam wie so finde, hey, ich glaube, wenn du jetzt auf Ernst machst, dann zieh auch ernst. durch, Alter. Ja, also weißt du, so wirklich so. Ich bin auch Ich muss 29 geworden. Ich muss jetzt nicht jemanden noch 5 Jahre daten und dann in meinem Kopf denken, oder 3 Jahre daten und in meinem Kopf denken, ja, könnte schon noch sein. So. Jetzt sind ich meine Eltern. 5 Jahre daten, 5 Jahre zusammen wohnen und mit 50 bist du Vater. Shit, wie ein Daddy hast du gerade. Ja, chill mal, Bruder. Ich habe gedacht, du hast vom Knopf so, weil geht er jetzt mit einmal umschielen, weißt du? Also ich sage jetzt, die ein bisschen ab und zu gelost haben, ich habe nicht so viel darüber geredet, aber ich habe das nicht, One-Night-Stands. Ich auch nicht.
Das, ich kann nicht jemanden, den ich erst in der Stunde kenne, zu mir einladen oder zu ihr gehen. Nein, so ab 4 ist glaube ich easy, aber vorher... Auch dann nicht. Nein, das auch geht dann nicht. nicht. Das geht nicht. Ich bin ein Mensch, der sehr darauf basiert, dass... Hast du schon mal einen One-Night-Stand gehabt? Ganz ehrlich. das eine Mal, wo ich die Hilfe gebraucht habe. Oh ja, ich weiß. Und du weißt, wie unchillig und unwohl es für mich war. Also du meinst, mit Hilfe meinst du dort, wo ich dann reingekommen bin und... Für mich übernehmst. Ja, fuck. Der Tag-Team, der Abklatschen. Nein, so. Ich kann zeigen. Hey, das ist nicht lustig. Das ist lustig. Aber, ja, nein. Okay. Also dort, wo ich dir gesagt habe, Bro, der Mensch checkt offensichtlich nicht, dass ich nicht will. Und nicht will mit dem Mensch schlafen. Mhm. Please help. Please. Why are you running? Nein, ja. Ich kann das Okay. nicht. Deswegen Also One-Night-Stand ist nicht für dich. Nein. So, aber ich stell dir mal vor, du bist im Club. Ja. So, du chillst, du hast es lustig. Es kommt irgendeiner, die fängt schon mit ihr Smash. reden. Nein. Das kommt ein reden, ja. Ihr habt es mega gut. Ja. Und nachher sind ihr draußen, ihr trinkt weiter und so. Und es ist mega ein richtig guter Vibe, weißt du? Mhm. Und nachher geht sie aus dem WC und in dem Moment kommt eine richtig riesige Frau, 10 von 10, sagt der Sarah, komm mit mir hinterher, gehen wir drücken. Machst du nicht? Mein Kopf ist bei dieser Frau, die im WC ist. Hey Bro, schämst dich amigs nicht? Also Wieso? so, Mikrofon läuft, Kamera läuft und du lügst einfach so krass. Also wirklich. So, Bruder. wer hat dich erzogen? Bruder, wieso fickst du mich jetzt so? Du Also- weißt doch, ich kann nicht. Also schämst dich nicht? Nur. Wolltest du mir sagen, was ist für dich visuell eine von der attraktivsten Frauen, die es gibt? Dumm, Mann. Und Selma, ich weiß, du hast Selma Hayek. ja, aber ich muss jetzt schnell. Stell dir vor, überlegen. Selma Hayek, Bruder. Ja, aber Bruder, das ist kein Thema, Mann. Und dann bist du auf einmal... Aber nein, das geht darum, ich will mich absichern, Bruder. Das ist nicht eine Frage von, ist ein Weib oder nicht? Okay, dann, sie sieht aus wie Selma Hayek, aber sie hat das Geld nicht und den Influencer. Dann nicht. Bruder, lüg doch nicht. Bro, weil ich Hey, kann Bro, das, ich kann lüg nicht. Auch wenn ich doch würde wählen, ich nicht, kann Alter. nicht. Auch wenn ich würde wählen, einfach sagen würde, ja Mann, geh mir. Aber es geht nicht. Ich habe keinen Bock. Bruder, ich würde lieber mit anderen ins Gespräch kommen, ihre Nummer austauschen und sagen, hey, hoffentlich sehen wir uns. Und dann lieber habe ich mit jemandem, der so schön ist und so weiter. Bro, ich würde mich wohlfühlen bei Menschen. Okay, Bro, aber Kim Kardashian kommt Ja. und sagt so, ey, du kannst... Sarah. Ey, Sag auf Englisch. Sarah. Sag auf. Hey Sarah, I saw you from over there with your big boom boom, and I thought maybe I can find out what that mouth do. So can I come over, or you know, I don't know, get to know each other? Würdest nicht? Nein. Also, Bro. Also, Kim Also Kardashian. du hast heute bist du aufgestanden am Morgen, Und ich habe gesagt, ich lüge, oder hast was? deine Sachen erledigt, hast getroffen, wer du triffst, bist kaputt aufnehmen und kurz beim Aufnehmen hast du gedacht, ey, heute wäre voll easy zu machen, mal ein bisschen lügen. Also, Bro, schau. Bro, ich verstand das. Ich bin auch kein Fan von One-Night-Stands. Ja, aber Bro, Aber, wenn Dua Lipa kommt, also. Das ist ein guter Punkt. also Das ist jetzt einer, den du gefunden hast, wo ich sagen würde, ja, wenn Dua Lipa... jetzt hast du jemanden gefunden, ja. Aber stell... Bro, Dua Lipa, ich würde dich schlafen für Dua Lipa, Bro. Wenn Dua Lipa sagt- Ohne Scheiß. Bro, wenn dir jetzt jemand wenn sagen- Dua Lipa jetzt aus dem Nichts kommt Ja. und sagt, hey, ich finde dich mega attraktiv, können wir schnell bei Dua gehen, by the way, der regt mich... Also stell dir vor, jemand bekommt, sagen, ey, schau, Dua Lipa finde ich dich hure attraktiv. Ja. Sie würde mega gerne einfach mit dir Zeit verbringen und Ja. sie würde eigentlich gerne mit dir ins Hotelzimmer. Ja. Dafür müsste aber der Typ dort vorne von 5 Typen verprügelt werden. Kein Problem. Ohne Scheiß. Ein Problem, Bro. Würdest mich... Ich würde sicher so, Bruder, Ich hoffe, du es ist verstehst. Dua Lipa. Ja. Du sagst, Bruder, mach. Ohne Du Scheiß. machst das sicher dramatisch. Okay. Also, wenn du nicht würdest, ich wäre enttäuscht von dir. Würdest du nicht machen, das gleiche bei mir, ich wäre enttäuscht von dir. Ich glaube, ich würde dich einfach verprügeln. Also, Ich würde sagen, ich auch, übernehme es. ja, auch umgekehrt, auch ich würde sagen unbedingt, aber auch wenn du jetzt zu mir sagst, ey Bro, gestern ist Dua Lipa gekommen und sie hat gesagt, Ohne du Scheiß. musst deinen besten Kollegen verprügeln. Ich habe gesagt, nein Mann, ich bin Homie. Ohne Scheiß. Ich habe gesagt, Bruder, bist du dumm? Wirklich. Sicher, Mann. Ich lebe jetzt mit, Bro, verprügeln mich, scheißegal. Okay. Aber stell dir mal vor, Was sagst du? Stell dir Lieber mal- kassiere ich ein bisschen und nachher hast du etwas Einmaliges, auch Stell wenn dir es so vor- schön ist. stell dir vor, Dua Lipa kommt und sagt, ey, der Typ muss 1 Jahr in den Knast.
und dafür darfst du mit mir eine Woche hängen. Du musst in den Knast eine Woche? Ja. Nein, nicht. Ich muss einen. Nein, dann nicht. Dann wirst du nicht. Nein, Bro, ich würde nicht... Bro, ich von würde dir- sagen, hey, pass auf, dass du Seife nicht gehen lässt, Bruder. Gönn dir. Ich würde nicht, nein. Ich würde sofort. Deine Freiheit ist mir schon mehr wert. Mir als- nicht. Okay, in dem Fall nicht. Einfach, dass du weißt, dass auch noch offiziell im Podcast nochmal Ja. gesagt ist. Ihr wisst, wer loyal ist. Ihr wisst jetzt einfach. Ja, nächste Frage, Bruder. Aber stell dir mal vor, was ist passiert? Bro, das ist Staub. Bist du blöd, das ist einfach Staub. Bro, sie sich anfangen zu bewegen beim Dienst. Ja. Uiuiui. Okay. Du hast Krass. es gut gefunden. Gut ja. getroffen, Ja, oder? er ist ganz gut getroffen. Ja, sofort. Absolute Würst. Bro, genau das gleiche wie wenn mir zukünftige Frau würde sagen, hey, David Beckham hat mir geschrieben, er wird unbedingt... Was wartest du? Sick der geht, Alter. Guter Punkt. Also, stell dir mal vor, du hast so eine Partnerin, ihr seid so voll 5 Jahre zusammen und so. Nachher kommt so ihre Celebrity Crush und findet sie voll attraktiv. Und irgendwie sie sagt dir, hey, ich finde ihn mega hübsch und ich glaube, ich habe Chance. Würdest du gönnen? Es ist nur Fall, wer der Celebrity Crush ist. Stormzy. Bro, ich würde auf ihn losgehen, aber mit dem Wissen, ich kassiere. Ich würde einfach sagen, es geht ums Prinzip. Nein, aber stell dir mal vor, einen Fußballer. Prügeln. Und was, wenn würdest du es dann akzeptieren? Bro, ab die, die ich auch zu krass finde. Harry Styles. Ich würde nie mit jemandem zusammenkommen, der das Celebrity Crush ist, Bruder. Ganz ehrlich. Okay. Lieber mit jemandem, der sagt, mein Celebrity Crush ist Josh Negroni. Voila, Bruder. Er ist Teil sicher, Mann. Okay, stell dir vor, es kommt jemand und sagt so, Kurdo ist mein... Pelin. Oh mein Gott, haben die die neue Kappe umgekehrt gelesen? Alles. Shit, Alter. Also, look, es wäre David Beckham. Dann wirst du zulassen. Ja. Okay. Lionel Messi Bro, also ich glaube, Leo Messi ist der loyalste. 100% auf dem Spektrum, Bruder. Was? Der ist sicher ein Autist, Bro. 100%. Irgendjemand hat er sicher. 100.000%. Bro, es kann nicht sein, dass jemand... Es ist ja immer so, immer die, die brutal gut sind, irgendetwas ist Ja. locker. Ja. Und... Dwayne The Rock Johnson, aber nur weil ich keine Chance hätte, ihn zu prügeln. Okay. Da könnte ich noch Nein sagen. Also ich könnte schon sagen Nein, aber es ist einfach okay, gehen. Okay. Also, was ist Stell dir denn vor, Spaß? du bist mit jemandem zusammen und du hast so einen Freipass für einen Star. Und sie auch, oder wie? Ja, und sie auch. Okay. Wer würdest denn du nehmen? Josh Negroni. Sag doch jetzt ehrlich. Ja, Bro, mit Dua Lipa hat jemand ganz krasses Ja, Spiel aber jetzt mal gebracht. ohne Dolippe. Mann, Bro, wie heißt die? Es gibt doch die Serie von den 2 Kellnerinnen. Oh mein Gott, du meinst Two Broke Girls. Ich weiß genau, wie du meinst. Sie spielt auch bei Thor mit. Genau. Ja. Ist der. Du weißt genau. Für das würdest du aufgeben? Also für das will ich den Gucci brauchen. Ja. Ja, Bro, ja. Ich bin Krass. ein einfacher Mann, Bro. Krass. Krass, Wie wär du? Hey Bro, Du hast schon mal gesagt, aber ich Ja. hab's vergessen. look, ich hasse wenig Menschen auf der Welt. Wirklich. Ja. Aber der Freund von der Rosalia. Du wirst ihn. Ich würde ihn verschlagen. Ah, ich muss jetzt jemanden Nein, verschlagen. nein, ich sage einfach, ich hasse ihn. Aha, wow. Ich dachte, okay. Rosalia. Bruder. Red Spanisch mit mir, Baby. Mira. La Rosalia. Dale. Nein, das ist ein anderer. Und das... Ey. Ja, fair. 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 Aber look, okay, jetzt haben wir ein bisschen viel über das geredet. Jetzt fragt noch eine. Könntet ihr euch vorstellen, eine offene Beziehung zu führen? Nein. Warum ja, warum nein? Ich kann es nicht. Ich kann, ganz ehrlich, ich hätte Eifersuchtsproblem. Ich gebe ganz ehrlich zu, ja. Ich kann nicht auch mental mit dem klarkommen. Du findest es auch einfach falsch. Nein, ich finde es nicht falsch. Also, jeder in die Beziehung, wie er will. Ich bin nicht verantwortlich für das Glück von anderen Menschen. Nein, aber
jetzt auf dich bezogen, deine individuelle Wahrnehmung ist so monogam. Also ja, ich bin nicht der Meinung, dass ich könnte, oder dass ich in der Lage bin, zum offene Beziehung zu führen. Ich könnte das nicht und ich will das nicht. Zum Beispiel schon nur, weil mein Ziel Familie haben ist, wird das schon schwierig. Ja. So offene Beziehung, neu in der Familie kommunizieren und so. Ja gut, aber ich glaube, es gibt einfach Grenzen, oder? Also Ja, safe. Eben es gibt deswegen. ja Es ist Menschen, so, die sind es gibt nicht, Menschen, die können das ganz gut. die sind nicht polyamorös. Also weißt du, so, sie haben einfach einen Partnerin und bumsen halt an seinem Ausgang noch übereinander. Ich kann das nicht. Also ich kenne ganz viele Kennex zum Beispiel, die Was offene machen? Beziehung führen. Ja, aber sie weiß Aber sie weiß nicht davon. Bro, wie oft gesehen ich? Hey, Bro, nein, Bro. Nein, Bro, weißt du, wir sind, Man, wir Bruder, sind du offen, weißt, Bruder. Mann. Sag einfach niemand. Es ist auch einmal einer zu mir gekommen im Ausgang. Er mit einer am Tanz, am Ummachen und so. Er so, hey! Bro, look, ich weiß, du hast einen Podcast. Aber es muss nicht alles erzählt werden, okay? Ich so, hey Bro, ich kenne dich nicht, ich kenne deine Frau nicht, mach was du willst. Ich habe gesagt, ist das eine Drohung, oder? Ne? Ähm, Also auf jeden Fall, ich könnte das nicht so. Mhm. Eben weil ich halt monogam. monogam lebe. Mhm. Aber lebst du monogam wegen der Gesellschaft? Oder will du einfach nicht? Ich glaube vielleicht auch kulturell. Ja, oder vielleicht, ich glaube auch kulturell. Ich glaube eher kulturell. Das könnte Ja. eher von dem kommen. Fair. Du? Also gut, wir haben mal intensives Gespräch Wir haben mal Paarus. wirklich intensives Gespräch darüber. Aber wieso Hey. ist das ausgeartet? Es geht um Ja, Beziehungen keine führen. Ahnung, Alter. Ich weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall haben wir ein ganz gutes, intensives Gespräch im Paarus mit Ja. uns. Hey Bro, ich bin jetzt nicht jemand, der eine offene Beziehung sucht. Mhm. Oder das glaube wir unbedingt wollen. Aber ich weiß im Fall nicht, ob in der heutigen Zeit ein gezwungenes monogames Verhältnis unbedingt das gesündeste ist. Gezwungen ist egal was, Bruder, Ja. nicht gut. Es gibt ja auch viele Homosexuelle, die von unserem Kulturkreis, Mhm. also von verschiedenen Ländern, aber gleich Ja. Kulturkreis, man soll jetzt keine speziellen Länder Ja. nennen, wo halt auf Druck von Kultur, Gesellschaft so, Mhm. mit einer Frau verheiratet sind und auch Kinder haben. Aber natürlich halt, um ihre Sexualität können ausleben, haben sie halt, wenn sie halt zum Beispiel bi sind oder halt Ja. homosexuell sind, haben sie halt noch mit anderen Leuten. Ja, ja, das Ja, gibt es ja Typ. ganz viel. Das gibt's ja ganz viel. Deswegen ist gezwungen ist nicht gut. Aber ich meine mehr so, wie soll ich das sagen? Ich jetzt zum Beispiel als Fucker. Die kann selber denken, gut. Ja. Ist natürlich schwierig, oder? Ganz schwierig, ja. Nicht, also weißt du, einfach mit einer Person. Also das Ding Tommy ist, Vercetti Ja. hat mal gesagt, es ist schwer bescheiden bleiben, wenn ihr so viel scheiden bleibt. Es ist ein paar Jahre her. ein Poet. Aber ich würde sagen, modern Goethe. Hey Bro, eben wie gesagt, ich weiß es im Fall ehrlich gesagt nicht. Also es ist nicht etwas, was ich suche, aber ich glaube, es wäre etwas, über das könnte ich reden. Ja. So. Und ich meine, ich kenne auch viele Menschen, die offene Beziehungen führen. Und die haben vielleicht seit 10 Jahren eine Beziehung. Und sie sind offen und sie haben insgesamt vielleicht 3 Mal davon Gebrauch gemacht. Ja. Und ich bin halt wie gesagt der Meinung, dass vor allem langfristige Beziehungen, also Beziehungen mit dem Lebenspartner, Lebenspartnerin, ist ja wie so, hey, schau, ich entscheide mich, mein Leben mit dir aufbauen und verbringen. Und wenn du jetzt mit jemand anderem schlafst oder ich mit jemand anderem schlafe, das sollte für mich wie nicht an dem Fundament rütteln. Weil für mich, aber ich bin auch kein eifersüchtiger Mensch, Bro. Oder Mhm. nicht mehr. Wegen Trauma, oder? Hey, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich bin einfach nicht mehr eifersüchtig. Alter. Es ist wie so, jeder machen, was er will. Aber solange du dir irgendwelche Grenzen setzt und über das schwätzt und deine persönliche, ich sage jetzt mal, dein persönliche Gefäß hast, dann ist das easy, weißt du? Aber ich meine, es geht wie auch nicht, was ich jetzt so zum Beispiel, zeig mal. Was zum Beispiel wie nicht geht, finde ich so, wenn Menschen offene Beziehung führen, aber so finden, oh, die Person darf nicht heimkommen und nach einer anderen Person schmecken zum Beispiel. Ja.
Also weißt du so, okay, es hat schon mit Respekt zu uns, aber was hast du denn das Gefühl, also was passiert? Wenn du auf einer Beziehung bist, ja. Also weißt du so, was hast du denn das Gefühl? So, wenn dein Partner am 7 Uhr morgen heimkommt, nach dem Ausgang, dann ist vielleicht die Möglichkeit, dass die Person gerade eine andere Person zum Kommen gebracht hat, inshallah möglich. Es ist sehr gut möglich. Deswegen das ist alles für mich, mit mir als Mensch, ich weiß, es wird Konflikte geben, deswegen ist nicht so mies. So, was Was ist? was sind das? Alter, Alter, mein ganz ehrlich, Gott, ja. Alter. Hey, nein, es ist amigs haben wir so schöne Fragen und amigs kommt. Ja. Aber ich bin froh, das macht die Community aus. Also, Der Simon hat eine gute Frage gestellt. was fragt er? Das ist schon gut. Sag mal. Er fragt, wieso ist der Zero so pünktlich? Wie ich der Baba aller Babas bin. Okay, danke vielmals, er hat es Wichtig, beantwortet. Ähm, Also komm, nehmen wir noch ein, zwei Fragen. Bruder, bevor ich gekommen bin, hat es gute Frage gehabt. Jetzt kommen wir zu Sachen mit Ziegenficken, Mann. Was ist passiert? Der Ski da wieder am Feed. Gehen die in die Ferien? Noch nie geplant. Ich würde gerne, aber es hängt ein bisschen mega viel mit ein paar Sachen zusammen, die halt mega kurzfristig entschieden werden. So, deswegen, ich würde gerne. Und zwar, ich kann sagen, was ich gerne würde machen. Runtergehen, meine Großeltern besuchen. Und wenn es sich noch ergibt, mit den Jungs noch weg. Das ist eigentlich etwas, was wir fast jedes Jahr machen. Das finde ich noch schön. Ja. Ja, so das. Schön. Ja, Mann, das wäre so ein bisschen das, was ich mir... Gibt es ein Paros? Irgendetwas, ich bin bei allem dabei. Wenn es sich ergibt, dann safe. Ja, ich kann im Juli wahrscheinlich auf Marokko. Ja. Kommst du mit? Marokko? Juni? Marokko. Juni wird schwierig. Also wenn ich Juli. Wenn ich könnte, dann wäre es wirklich August. Ja, schwierig dann schon. Deswegen ist es ja ein bisschen problematisch. Okay. Beschreibt eures gegenseitig perfekte Leben. Also zum Beispiel, ich beschreibe am Zero Ja, das und ich beste dies. Leben. Okay. Beschreib du mich. Wieso muss ich immer anfangen? Soll ich? Nein. Also, Zero sein perfekte Leben. Du hast ein 3-stöckiges Haus und einen Kühlschrank. Nein, du hast so einen Wasserspender, wo nur Ayran rauskommt. By the way. Ja. Ich trinke jetzt. Gerade. So, weißt du, kennst du die, wo so einer hat so... Der Refill-Style. Genau, aber Ja, du hast auch Ayran dort, direkt, schlapp, Bruder, perfekt. mit so Salz. Dann, du hast 5 Kinder, Ah, Bruder. du hast 4 Kinder, du hast 3 Kinder. Nein, du hast 3 Kinder. 3 starke Jungs. 2 starke Jungs. Und eine starke Frau. Wunderschöne Tochter. Wunderschöne, starke Tochter. Dann hast du einen Raum, wo einfach dein Game- und Bürozimmer ist. So, das ist mal so deine Situation, wo du lebst. Dann, wie du schaffst, ist IV. Der gute. Was fahre ich allein? Du fährst einen G63. Als Wochenauto. Als Auto zum Posten, Mann. Als Auto zum Posten. Und für Trips fährst du einen Cayenne. Irgendetwas. Oder so. Fetter Bolide. 400, 500 PS mindestens. Bolide, geil. Dann, du lebst nach dem Harem, Bruder, also 6 Ehefrauen. Nein. Eine. Die einzige wahre. Die einzige, Alhamdulillah. If you're out there. Irgendwann eines Tages. Glee. Ja, ich glaube Vielleicht bist du so. von Steffisburg, wer weiß. Okay, so, das wäre das. Das gibt einen Ort, wo so heißt, ja. Ja, okay. Ich glaube so, das ist das. Und mehr muss man, glaube ich, nicht über dein Leben. Ja. Du bist auch gerne ein bisschen im Privaten, weißt Ja, ich habe jetzt auch nicht so viel. du. Und letzte, sorry. Dein Hobby ist, du bist Investor. Und, in Startups von Kennex. Also eigentlich nein, du bist Shisha-Bars. Investor und Boardmitglied vom FC Zürich. Ja, Mann. Das ist Wunsch. Mhm. Wenn ich könnte irgendwann mal so viel Cash haben, dass ich kann entweder Mitglied, also weißt du, so, Ja. Sponsor bin oder irgendwie gehört der Verein irgendwie zum Teil von mir oder so. Bro, ich würde so gerne können Geld geben und sagen, hol jetzt einfach bitte. Ja.
bitte gute Spieler, bitte brauchbare Spieler, bitte. Von mir aus, ich hole den David Beckham zurück von seinem Ruhestand. Und der Ding. Bitte, Ronaldinho. Hey, habe ich richtig gesehen, dass der... Wie heißt der Arroganti sich? Ronaldo? Nein, der, der bei LA Galaxy gespielt hat. Und Ibra. ja, das ist der Ibra. Ja, er hat Aufgehört. aufgehört, ja man. Legend. Crazy. Legend hat aufgehört. Joi. Es hat mir schon ein bisschen wehgetan. Mhm. Aber ich glaube, im Fall in unserer Jugend so, haben wir auch den Prime von Fußball miterlebt. Ey Bro, wir haben weiss viel Glück. Ja, wirklich. Haben wir den Prime Messi und den Prime Ronaldo und den Prime Ibra erlebt. Ja. Und auch so, Bro, also ich weiß noch so... Bro, auch schon Shevchenko. Ja, ich kann gerade sagen, AC Ohne Milan. Scheiß. Ich kann gerade sagen, Kaka, Shevchenko, Bro, Ronaldinho, David Bro, Beckham, all die. AC Milan zu Prime-Zeit. Ich bin dort in der 6. Klasse gewesen. Bro, das ist... Deswegen bin ich auch Sympathisant geworden. Ich bin ein Barca-Fan geworden wegen Ronaldinho. Das ist so Nachher ist er krank. zu AC Milan und ich so Und stabil. dort in der 6. Klasse ist auch gerade der Christi zu Real wahrscheinlich oder zu nein, Man zu U. United. Ja, Bro, es ist... Das sind ganz kranke Die, Zeiten, die gewesen, Bro. 40 Meter Goals von Ronaldo. Das sind ganz kranke Zeiten, gewesen, Bro. Also das ist Fußball in der Peak gewesen. Ja, Mann. Jetzt haben sie Haaland und Mbappé im Angebot und der Rest ist... Mal Hey, mal nicht dumm. Der Mbappé ist glaube ich auch so einer, der würde ich hure gerne verprügeln, Bro. Ja. Also das Bild, wo er so grusig lacht, weißt du welches? An der EM ist das, glaube ich. Also wo so ekelhaft lachen, wo sie gewonnen haben. Ja. Ja. Und er lacht so richtig ekelhaft. Aber er spielt dann mit dem Messi zusammen. Ja. Oder der WM hat Mbappé Ausgleich gemacht. Ja. Das war ein krasses Spiel. Sie sind ja so, Argentinien ist 2-0 gewinnen gewesen. Ja. Dann hat ja von Frankreich in 2 Minuten 2 Goals gemacht. Mhm. Das war Ausgleich gewesen. Und im zweiten Goal hat er ja der Mbappé so eine Geste gemacht, richtig Messi, weißt du, so, Ja. wie so, Mhm. Und dann hat der Messi, Ja. und dann er so, Ah. schnell wie der Gili sagen, wird er ruhig sein. Hey Bro, der Mbappé ist wirklich so, ich würde ihn, also ich glaube er und der Suarez sind so Top-Tier Ja, Fußballmenschen, die ich würde verprügeln. verstehe ich voll und ganz. Also der Suarez, Sogar als würde Barca-Fan, also ich liebe den Suarez, aber ich verstehe, wenn Außenstehende sagen, der ist ein Peach. Ich sehe es. ein richtiger, aber Weißt du, wer würde ich kaputt schlagen? wer? Pepe. Der Glatz. Ich zeig dir. Brasilien, ich weiß. Nein, Aber Portugal. Bro, ah, fuck, du hast ihn vielleicht nicht so oft können verfolgen, aber er ist ein Realspieler gewesen. Und er ist ein richtiger. Und der mit der Shakira zusammen war und die betrogen hat. Piqué. Der Wie geht das? Der Hure. Wie kannst du so dumm sein? Wie kannst du so blöd sein, Bro? Bro, sind so schon Kinder zusammen. Oh mein Gott. Was sie Stell dir machen? vor, du sagst am Morgen auf und du hörst lele, lole, lole und du betrügst sie. Okay. Stell dir vor, du schaust auf und du weißt einfach, deine Frau sieht mit 50 immer noch wie 30 aus, Alter. Deine Frau wird mit 80 wie 40 ausgesehen. Der Piqué heißt dich einfach Peach K, Mann. Ich weiß nicht, wer auch. Bro, das ist ganz, wo ich das gesehen habe. Die Hurensohn. Bro, wenn ich das gesehen habe, ich so, Bro, übertrieben, man. Also, unmöglich hat das würdest du Shakira betrügen, man. Aber weißt du, wie sie es gecheckt hat? Wegen dem Konfi. Wegen Konfi, Bruder. Einfach so. Dass ihre Konfi, wo nur sie isst, Ja. gebraucht worden ist. Aber was musst du eigentlich für eine Frau sein, Bro? Bro, wie checkst du? Nein, aber was musst du für eine Frau sein, dass du in die Villa gehst von einem Typ, der Mann, der verheiratet ist, Bums ist, Foto von Familie überall. und dann ist es noch ihre Marmelade, Bro. Bro, aber weißt du, was ich krass Das finde? ist die grösste Wie lange sind die Betrug, für- Bro. Ja, aber was ist krass? Ich finde brutal Respekt, Bro. Nach 10, 15 Jahren Ehe oder 20 Jahren Ehe, Bro. Mhm. Shakira geht in den Kühlschrank oder macht einen Schrank auf, sieht etwas, was nicht ist wie immer und Mhm. direkt macht es Klick. Bruder, nach 10, 15 Jahren Ehe, ich wäre so eingelebt, Bruder. Ich hätte das gar nicht gecheckt. Ja, vielleicht genau wegen dem, Bro. Ja. Ja, Mann, aber Idees, wo aber Idees. trotzdem, der Mbappé, er sieht ein bisschen aus wie ein Ninja Turtle. Das ist der Pepe, ja. Der ist ein richtiger Bastard, Bro. Wie hat der eine geheißen, der mal bei Arsenal gespielt hat? Oder Liverpool? Torres, Fernando Torres. Ja. Den würde ich auch noch Aber er tut mir verprügeln. leid, Bro. Wieso? Ronaldo. Bro, er ist mit fett viel Cash ist er von Liverpool zu Chelsea geholt worden. Ja. Und seine Zeit bei Chelsea war Hölle, Bro. Wegen? Sie haben... Jetzt werden ja Memes gemacht von Fußballern, wenn sie einen Scheiß machen. Ja. Bro, damals sind die Memes neu gewesen und sie haben ungelogen ein Jahr lang den Torres gerostet. Wieso? Weil er hat 70 Millionen gekostet und er gab kein einziges Goal gemacht in der Saison oder so. Oh mein Gott.
Er hat Chance auf Chance vertieft. Er hat ein Goal gemacht, leeres Goal gegen Barca. Wichtiges Goal. Aber dort, Bro, er ist auf dem leeren Goal am Laufen, ich so, vielleicht erst Tore. Allah, weißt du? Aber nicht er drauf einmal hat. Hey, der Torres, Bro. Aber der hat mir richtig. Und, Bro, wisst ihr, wie er jetzt aussieht? Ich weiß nur noch so, eben lange Haare, Sommersprossen. Bruder, wenn du ihn jetzt siehst, du nimmst deine Aussage instant zurück. Zeig. Oh shit. Aber nachher, Bro. Winke, da siehst du, was Mobbing mit einem macht. Ja, man. Riesen Kasten ist er geworden. Ja, Bro, auf jeden Fall. Gebe die Fernando Torres heute. Das hat mir auch weh getan, Mann. Das ist so die Zeit, wo er groß wurde. Und ich hatte die ersten paar Memes lustig von, ich so, haha. Und dann mal ich so, Mann, Bruder, ja, so. Was ist eigentlich die Meinung zu Ribéry, den Nuttenficker? Ja, Bro, abgesehen davon, dass er Prostituierte Beglückt. mit ihrer Geschlechtsverkehr hatte, er ist ein kranker Fußballer. Aber er ist auch schlimm hässlich, oder? Hey, Bro, nein, er ist einfach, Bruder, er kann nicht dafür. Was hat er? Er hat auch so eine Narbe gehabt, die kommt entweder von der Geburt oder irgendwann als Kind. Und er hat auch ein Arzt hat ihm gesagt, hey, look, ich kann das machen, kein Ding und so. Ja. Dann hat er aber kurze Zeit später seine Frau kennengelernt und dann hat er gesagt, Gott hat mein Gesicht so gemacht, ich lasse. Und dann hat er sie betrogen mit Nutten. Cool. King. Jan King, auf jeden Fall, Ja. er ist ein ganz kranker Fußballer gewesen. Aber ja, lassen wir das. Fußball ist immer so ein Thema, wo die Leute... Aber ja, gutes Gespräch, Bro. Ja, Dann würde Mann. ich sagen, wir beenden das Zeit für da. ein Be Real, ja. Es ist, ja, du machst das Be Real, ich mache die Abmoderation. Und zwar danke vielmals fürs Zuhören von der 57. Was ist das? 57. Folge. Und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wir freuen uns, dass ihr zuhört. Sehr. Und geniessen den Sommer, Bro. Ich wollte noch schnell sagen, seit 2 Wochen ist nonstop Sonne am Schein und es geht mir so gut, Bro. Und ich merke einfach, vielleicht muss ich doch in ein Land, wo viel Sonne scheint. Man. Geh in mein Herz. Ja, Mann. Da hat immer Sonne. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montag. Ich hoffe, ihr habt eine tolle Woche und bis bald. Kuss. Das ist kurz und